Wir befinden uns am Ende des Jahreszyklus der Fayas. Alljährlich am 19. März, dem Tag des heiligen Josef, werden bei der Cremar über 700 Fayas den reinigenden Flammen geopfert. Diese Fayas stellen den generationsübergreifenden Zusammenhalt der Straßengemeinschaften der Stadt unter Beweis, getreu einer Tradition, die von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben wird. Aus der Asche erstehen dann der Einfallsreichtum und die Teamarbeit der Fayas-Gemeinschaft in Form einer neuen Faya wieder auf. Ihr eigentlicher Ursprung ist ungewiss. In mittelalterlichen Chroniken ist von Freudenfeuern die Rede, bei denen die Menschen zu Frühlingsbeginn in den einzelnen Stadtvierteln Holz und alte Möbel verbrannten. Andere Historiker bringen die Feier mit der Schreinerzunft und dem Feiertag des heiligen Josef in Verbindung. Vor etwas mehr als 150 Jahren erschienen die ersten Berichte über die Fayas, so wie wir sie heute kennen. In den Straßen von Valencia tauchten damals eigentümliche Skulpturen aus Holz, Kleidung und Wachs auf. Seitdem hat sich das Fest kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sich in dem Fest und den Fayas mit ihrem erneuerungsfreudigen Wesen wider. Der soziale Charakter des Festes zeigt sich stets im kritischen Spiegelbild der Faya, die eine Art Schaufenster der Realität bildet. Jedes Jahr kommen tausende Valencianer und Touristen aus aller Welt nach Valencia, um das Fest, seine Bräuche und seine Farbenpracht in vollen Zügen zu genießen. Die Faya ist die Achse, um die sich das Fest dreht. Sie ist die kurzlebige Skulptur, die im Laufe eines Jahres geschaffen und am Tage ihres Aufbaus, der Planta, der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die Planta bildet den Höhepunkt in der Arbeit der Künstler und Fayeros in Form großartiger Skulpturen, die in Valencias Straßen wie aus dem Nichts geboren werden. Trotz des heutigen Einsatzes moderner mechanischer Hilfsmittel wird so manche Feier noch immer nach altem Brauch, al tombe, also eigenhändig, aufgerichtet. Die Faya besteht aus einem Holzgerüst, das mit Pappe, Stoffen und neuartigen Materialien verkleidet wird. Ihr Wesen ist die satirische, heitere und freimütige Kritik von bekannten Persönlichkeiten und aktuellen Themen. Diese Satire basiert auf den Ninots und ihren auf valencianisch verfassten Versen, die wie Filmszenen das zentrale Thema der Feier behandeln. Für alle Fayas gibt es eine Art Libretto, das Llibret, in dem die zentrale Thematik in der Sprache der Valencianer erläutert wird. He aquí a los ninots que este año se han salvado del fuego y que son llevados triunfalmente al museo donde se guardan las mejores creaciones de cada año en el gran retablo de las Fallas. Der freie, demokratische Charakter des Festes wird jedes Jahr aufs Neue durch die Begnadigung eines von der Allgemeinheit gewählten Ninot belegt. Diese Figur wird vor dem Verbrennen gerettet und ins Fayas-Museum aufgenommen, das den Traditionen und der Ehrfurcht vor der Vergangenheit gewidmet ist. Die Entstehung einer Faya ist mit großen Anstrengungen und der Teamarbeit vieler Nachbarn einer Straßengemeinschaft, der Fayeros, verbunden. Zu diesem Zweck gründen die Fayeros Komitees oder Arbeitsgruppen mit konkreten Zielsetzungen. Der Versammlungsort dieser Komitees ist der Casal, ein sozialer Treffpunkt, an dem Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und verschiedener Herkunft zusammenkommen und ein gemeinsames Ziel verfolgen.
den Bau der Feier und die Planung und Durchführung der sozialen, kulturellen und solidarischen Aktivitäten für ein ganzes Jahr. Alljährlich wählt jedes Feierskomitee seine Königin und deren Hofdamen, sowie das gesamte Feiersfest seine Königin und die Ehrendamen von ganz Valencia wählt. Während ihrer Amtszeit sind sie die Botschafterin des Festes, wo immer sie in Erscheinung treten. Die Feier ist eine große soziale Institution, die die Menschen, Straßengemeinschaften und Städte mit ihrer Geschichte, Tradition und ihrem Kunsthandwerk umfasst. Dank der Feiers gibt es eine Vielzahl von Handwerksgremien, die sich ständig weiterentwickeln. Die wichtigste Gemeinschaft bilden die Feierskünstler, unter denen sich Architekten, Bildhauer, Maler und Dekorateure befinden. Zur Kreation der Feier verbinden sie hochmoderne Technologie mit überlieferten handwerklichen Verfahren und folgen dabei stets der Tradition. Sie sind Künstler, die ihr Wissen mündlich überliefern. Heutzutage können die neuen Fachkräfte allerdings auch in offiziellen Einrichtungen ausgebildet werden. Dank der Falleros und des traditionellen Schmucks, den sie anlässlich der Feiers tragen, wird das Fest durch die neuen Kreationen von Goldschmieden, Friseuren, Fächermachern und Seidenhändlern bereichert. In der Weberei Chacar wird die Trachtentradition seit über 2 Jahrhunderten gepflegt. Tausende bunter Seidenfäden werden hier anhand der unaufhörlich hin und her schießenden Schiffchen miteinander verflochten. Das Ergebnis sind auf Stoff verewigte Kunstwerke. Diese Tradition wird von den kreativen Händen der Goldschmiede unter dem rhythmischen Klopfen des Meißels weiterentwickelt. Die Feuerwerkskunst liegt den Valencianern im Blut. Eines der Grundelemente des Festes ist nämlich das Knallpulver in verschiedensten Formen und Varianten. Die Drons de Bac, die Mascletais und das Feuerwerk der Nit del Foc laden die Touristen und Besucher ein, mitzufeiern. Die Berufspyrotechniker mischen Farben und Klänge in perfekter Harmonie, lassen die Herzen höher schlagen und Valencia in einer einzigen Rauchwolke versinken. Sowie das Knallpulver den Feiers eine explosive Begleitmusik verleiht, erhalten die Musiker auf dem Fest die althergebrachten Melodien am Leben. Die valencianische Volksmusik präsentiert sich in Form von Musikkapellen,
oder als Gruppen mit Taval und Dolçaina, bei denen es sich um urtümliche Trommeln und Flöten aus Valencia handelt. Die Fallas verdanken ihre jetzige weltweite Bedeutung der Teamarbeit der Falleros, die vom zentralen Festkomitee der Fallas repräsentiert werden und den öffentlichen Einrichtungen, die das Fest unterstützen. Die Arbeit des zentralen Festkomitees der Fallas, des demokratischen Vertretungsgremiums der Fallas, wird von der Stadt Valencia von jeher nach Kräften unterstützt. Dank dieser vereinten Bemühungen hat das Fest inzwischen weltweite Anerkennung erzielt. Die Fallas sind mittlerweile Teil des globalen Netzes, das sich von Valencia in alle Welt erstreckt. In jedem Land kann man die neuesten Nachrichten rund um die Fallas, ihre Veranstaltungen und die Festlaune live mitverfolgen. Wenn Sie während der Fallas in Valencia sind, mischen Sie sich unter das bunte Treiben auf der Straße. Im März stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Festkalender der Stadt. Spazieren Sie durch Valencia. Beobachten Sie, wie sich das Stadtbild mit der Aufstellung der Fallas-Figuren wandelt und tauchen Sie vollkommen in die Fallas ein. Auf der Crida lädt sie die Fallas-Königin von Valencia ein, am Fest teilzunehmen. Wenn Sie gekommen sind, um die Fallas in Valencia kennenzulernen, gehen Sie auf die Straße und mischen Sie sich unter die Menschenmenge. Die kosmopolitische, avantgardistische Stadt Valencia lädt Sie ein, sich die Quintessenz der Fallas nicht entgehen zu lassen. Jede Falla organisiert täglich ihre eigenen Despertaes. Beginnen Sie den Tag mit den Rhythmen der Trons de Bac. Sehen Sie sich auf Ihrem Rundgang durch die Stadt die Schönheit der traditionellen Trachten und ihrer Accessoires an. Hören Sie sich die Musikkapellen und die Taval- und Dolçaina-Gruppen an. Lassen Sie sich mit den Fallas und den Falleros fotografieren oder filmen. Berichten Sie in den sozialen Netzwerken von Ihren Erlebnissen. Besuchen Sie die Fallas-Museen, das Fallas-Museum und das Museum der Fallas-Künstler. Gehen Sie mittags auf den Rathausplatz und lassen sich vom Rhythmus einer Mascleta mitreißen. Lassen Sie sich die valencianischen Gerichte und die typischen Erzeugnisse schmecken. Das Blumenopfer für die Muttergottes der Schutzlosen ist eines der ergreifendsten Festakte der Fallas. Bei Einbruch der Nacht schalten sich in Valencia spektakuläre Straßenbeleuchtungen ein, um die Besucher willkommen zu heißen. In der Nit del Foc liefern sich die besten Pyrotechniker eine wahre Schlacht aus Lichtern und Farben. Verpassen Sie am 19. März keinesfalls die Wiedergeburt des Fallas-Zyklus. Genießen Sie die Fallas und den multikulturellen, generationsübergreifenden Zusammenhalt Ihrer Gäste. In der besagten Nacht werden viele Dörfer in Valencia zu einem riesigen Freudenfeuer, das neues Leben und neue Gefühle hervorbringt. So beginnt ein neuer Lebenszyklus, der die Fallas im nächsten Jahr wieder auferstehen lässt.